Wir schwätzen heute über Militärinstallationen, die weit über 60 Jahre alt sind. Ich erinnere mich, es sind angezugehen, den 16. August 1971. Das ist schon einen gewissen Zeitraum hier. Wenn ich heute über den Herberg gehe, da mengen ich, dass ich meine runden Haut kennt so mehr, wie ich sie früher gemacht habe. Es hat sich praktisch nicht verändert. Und die Souvenir, wenn den Schuben du hast, den hast eigentlich weißt, wie letzte Politik mit der Kaserne umgegangen, also welche Stellenwert der Armee hat. Weil wenn wirklich die Soldaten respektiert, die dürfen sind, all die Militärpersonen, die dürfen sind, hier erbecht hier ein Engagement für das Land, da lest den eine Installation wie die do nicht 60 Jahre lang unverändert. Das ist eine Kritik, die das Regierung nicht trifft, mit die Regierungen für drun, die haut optreten an deutlich groß wieder fallen über den Wert von der Kaserne, von der Armee oder über die Region. Mit davon ich möchte weiter den CSV, die so lange an der Regierung war, also der Verteidigungsminister hat, nie den Courage gehabt und nie den Engagement gegenüber der Armee, für wenigstens mal Kaserne an den Zustand zu setzen, die Menschen würdig als wie die Leute, die da sind. Das Regierung ist so, ich meine das Kompliment ganz gerne. Den Herr Minister Schneider hat am Anfang von der Legislaturperiode über Videokonferenz versprochen, dass das eine Priorität von der Regierung wäre, wo vielleicht keine allererste Priorität, wenn wir nur bis zum Schluss von der Regierungsperiode gewährt, bis es kommt, immerhin nicht kommt. Und ich meine, das muss ich honorieren. Ich schreibe mich auch wie immer, dass die Grünpartei nachdem sie letztes Jahr über 400 Millionen mit der Armee ausgehen hat, das Woche 139 Millionen drauflegt. Ich habe bei den Gringen am Wahlprogramm geguckt, wo dann Grenze ist von dem Engagement militär. Schon durch das Fenster am geringen Wahlprogramm, wie viel Prozent die Gringen da wirklich so wollen an der Armee gehen. Du musst da nicht eine Limit sehen als pazifistisch engagiert Partei. Aber es steht kein Druck. Genau das, sans Limit. Und das ist der Rappes, ich habe mir gedacht, weil CSV hat schon geschwärzt, will noch B% gehen, und so sind wir auch gespannt, wie sie da möchten. Aber auf jeden Fall von ihrer Seite darf keine Limit nur über, sie wird der vor der Défense umgeht, das ist eine schöne Sache. Voilà. Dann ist es aber auch für uns wichtig, wir zu unterstreichen, geliebt, pardon. Das für uns aber auch eng Frohlo, wo die Organisation in der Gras hat gesagt, dass den Etat-Major nicht invitiert gewähr an die Kommission, wie darüber zu schwätzen. Und ich meine, hier ist auch ein fundamental froh, wie eine Destination, wie eine Rolle spielt den Herrenberg an der Gesamtstruktur von der Armee, weil auch den Etat-Major hat seine Rolle zu spielen. Dann hat eine Reform gemerkt, wo gesagt gehen, es muss Synergie bestehen. Einerseits müssen Strukturen zur Summe gelöst geben, die Armee wie ein Double Emploi zu verhindern. Dafür kommen verschiedene Sachen, die bislang am Etat-Major waren auf den Herrenberg. Und andererseits sollen Synergien gemerkt gehen zwischen dem Etat-Major und dem Minister, wo aber irgendwie die Lesung, die zurückfand, genau als aber nicht kann überzeugen. Weil der Etat-Major, das, was an der Stadt bleibt, das geht nicht bei dem Minister, die geht auf einen anderen Platz, wo schon andere Sicherheitsinfrastrukturen existieren. Aber sich, wenn er wirklich hat, will Synergie mehr zwischen dem Etat-Major und dem Minister oder der Direktion der Défense, hätte ihn da doch müssen zusammenlehnen. Das geschieht nicht. Lo ist also froh, wo sind dann eigentlich die Synergien aus den Konzepten, die lo im Herrenberg realisiert wird und das, was in der Stadt gemerkt wird, als das nach das, was eigentlich ugedurcht wird von dieser Regierung, erfüllt das den Zweck, für als Armee mehr effikaz zu machen oder dem Minister besser aufzustellen, wie verschiedene verteidigungspolitische Optionen können zu holen. Das, meine ich, müssten der Minister uns erklären. Dass die Arbeiten da oben auch zum Teil der Öffentlichkeit profitieren, Sportinstallationen, andere Installationen, also etwas, was den natürlich nicht mehr begrüßen kann, solange die Sicherheit von den militärischen Installationen dabei respektiert wird. Ich meine, das ist immer die erste Konsideration. Mit den Herrenberg auch als Sit-Opwerte für die Stadt, für die Region und auch die Interaktion zwischen dem zivilen Umfeld an der Kaserne zu intensivieren und zu verbessern. Auch das sind Entwicklungen, die man sich nicht mehr begrüßen kann. Wir sind also sehr froh über dieses Projekt. Ich habe am Anfang gesagt, dass es höchste Zeit geht, dass die Leute, die im Herrenberg sind, auch dadurch sich valorisiert fühlen, dass endlich noch hier ein bisschen geguckt wird. Wir stimmen dieses Projekt ganz gerne mit und werden also auf jeden Fall auch weiter gucken, dass die Installationen von der Armee immer der Zeit angepasst sind.